Hallihallöle, ich bin's, euer Blaster-Ingenieur. Ja, guckt, haben wir mal wieder Blaster-Übersicht. Und wie es der Titel wahrscheinlich schon verrät, oder wie es vielleicht schon gelesen habt, im Titel, heute geht's um Blasters Mega Magazin im Griff. Gut, die haben jetzt beide noch kein Magazin im Griff. Aber das können wir ändern. Zack. Und der Honor. Zack. Das war, ich glaube, mein erster richtiger Blaster, wenn man das so sagen kann. Also der erste mit so Schaumstoffpfeile mit vollem Durchmesser, aber wenn sie bloß halblang sind. Ich glaube, der erste Blaster mit lange Pfeile müsste sogar die Ding gewesen sein. Aber wie heißt sie? Die Nerf die orange Nerf mit Trommelmagazin und Hämmerle von Fortnite SH6 oder was weiß ich. So absolut nicht gängiger Name. Und gleichzeitig habe ich mir eine so abgesägte Schrotflinte mit Hülse gekauft. Die hat auch so 3/4 so eine Pfeile. Egal, ich schweife ab. Habe Video dazu gemacht. Heute vergleichen wir Blasterless mit Magazin im Griff. Also das ist hauptsächlich. Und ich habe da seitlich nur zwei. Ich glaube, den einen habe ich euch schon gezeigt, den anderen noch nicht. Und die messen wir mal, die vergleichen wir mal. Und da haben wir die Uzi SMG, so heißt es zumindest. Das war mein erster Blaster mit Schwungrädler. War ich enttäuscht, als ich der erste Blaster von Nerf mit Schwungrädler hatte. Ja, das ist da noch hochprofessionell repariert mit einem Nagel. Ich meine, es funktioniert, wenn man das Kabelmanagement sauber macht. Also wenn die Kabel nicht zu auf der Gegend drücken. So, ja. Mach halt gescheit. So, guck, so geht das. Gut, ich hätte den Nagel vielleicht auch einfach. Oh, ja, ich hätte den Nagel einfach ein bisschen kürzer sollen. Dann tät's auch gescheit gegangen. Ja, der Ingenieur halt. Der hat das da ingenieursmäßig gelöst. Aber das Ding das ist halt Power. Das ist vollautomatisch. Ja, aber wir fangen mit dem an. So, holen wir mal das Messmittel. Dann geht's zum Schluss, ganz zum Schluss nochmal Schwungrädlers Blaster. Sowas habt ihr hier auf dem Kanal noch nie gesehen. Glaube ich, oder ich glaube zumindest, dass ich euch den noch nicht gezeigt habe. Und noch nichts Ähnliches, weil ich habe bloß den noch einer von der Variante. Also, 27,1 Meter pro Sekunde. 14,3. Wie sich das, wenn man das Magazin überlädt? Dann. Ja, jetzt 19,3. Das waren 2. 13,8. 15,3. 27,3. Gut, das wäre das 12 RPM, aber das heißt, Lisi heißt das Ding. Das heißt, das hat einen Durchschnitt von 19,5 Meter pro Sekunde, Minimum von 13,8 und ein Maximum von 27,3. Das sagen. Wir machen dann nochmal. Wir brauchen 3 Pfeile nochmal. Wir machen nochmal eine Messreihe. Wo man dann auch die RPM mit aufnimmt. 2, 3. Dass man hochwissenschaftlicher Vergleich macht. So.
Okay. Ich glaube, die verwerten wir. Da waren vorher viele Ausreißer dabei. Irgendwie. Jetzt haben wir recht konstanter Durchschnitt. Also mit 28,5 und 26,9 im Minimum und 29,7 im Maximum. Und dann haben wir 48 RPM. Also Rounds per Minute. Also Schuss pro Minute. Sagt das Messmittel. Ach, leer ist. Kasperle. Hab genau 6 Schuss eingeladen. Wollte noch einmal schießen. Das ist doch ein ganz anständiger Messwert. Oder ganz anständiges Ergebnis. So, Resetter. Ne, zurück. Jetzt passt's. Das ist eigentlich ganz witzig, das Blasterle. Da seht ihr da hinten. Das ist das Röhrle. Da seht ihr das Federle. Und das wird dann die Richtung gespannt. Und dann wird der Stößele hier in der Weise mit nach vorne gezogen. Dann ist das dahinter. Wenn man da drauf drückt, oder da hinten. Ja, ich will jetzt gerade Kosten einladen. Und da drauf drückt, da löst es aus. Das ist der Hanne. Der Catch. Ja, weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Verschluss oder so, keine Ahnung. Das ist ganz witzig gemacht. Und dann, das seht ihr vielleicht irgendwo. Doch da hinten wird dann die Luft umklingt. Oder? Immer. Dadurch wird es dann so kompakt. Aber da seht ihr das. Da ist das. Ah ne, das macht da hinten bloß zu. Das macht nichts anderes. Oh, seht ihr da? Nein. Ah, ist halt von der Beleuchtung her scheiße. Aber das macht der Hanna eigentlich bloß zu. Das heißt, der Kanal der Hanna ist immer da. Der wird dann nur so dürfte das sehen. Der Blaster wäre cool und transparent. Oh ja, das war mal irgendwann mal so Sicherheit. Da hat sich verklemmt. Das taugt nicht. Das habe ich dann halt. Weg damit. Ja. Da ist nicht gar so. Ja, ganz cooles Funktionsprinzip. Weil Schwungrädler Blästerle sind einfach. Die Dinger drehen sich, dann schiebt das ein Pfeil rein und dadurch sind das 2 gegenläufige Schwungräder, die Pfeil nach draußen quetschen. Das ist irgendwie recht einfaches Prinzip. So, dann Messer und los geht's. Okay, der letzte war. Oh, hey. Das waren jetzt halt 12 Messwerte. Das ist halt ruckzuck. Wobei da war zwischendrin auch mal einer mit 13, mit 11 oder so. Kann man da die Messwerte durchgucken? Ja, gut, da haben wir mal wieder für 13, 14, 12, 20. Ja, das streut halt ein bisschen. Das heißt, wir haben 50,5 im Durchschnitt Meter pro Sekunde, versteht sich. 11,5 im Minimum und 22,2 im Maximum mit 270 RPM. 270 Schuss pro Minute. Das ist halt schon geschwind heftig. Weil das wird nicht arg weit schießen, aber das ist auch
wahrscheinlich auch nicht arg präzise. Also von daher passt das schon. Wir laden mal noch Magazin. Dann machen wir nochmal. Ich finde euch mal ein Mac-Dump. Also einmal das Magazin komplett entladen. Das. Kann ich das mal wieder auf Seite packen. Das braucht immer so lang zum Ausschalten. Bis die fast einen Schnitt zwischendrin machen. Oder euch mit hochwertigen Geschwätz unterhalten. So. Einmal. Da seht ihr. Das ist der ganze Witz. Und da wird wahrscheinlich vom Motorseite der so Scheibe Kreis bewegt. Oder da ist ein Zahnrad. Das ist nach vorne und irgendwann kann das Zahnrad an eine Stelle ohne Zähne und dann kann das mit Federle zurück. Ich glaube, die zwei Varianten gibt es so in etwa. Und irgendwann mal baut man auch einen vollautomatischen Blaster. Der steht auch noch auf der To-Do-Liste. Also einen eigenen. Aber alles zu seiner Zeit. Was faszinierend ist, ich meine, das Magazin ist so ein bisschen ein Talent-Magazin. So ein bisschen. Das geht aber auch nein. Und ich glaube, das funktioniert auch mehr durch Glück, weil das ist wobei das ist gar nicht so extrem angeschrägt. Und ich kann es auch mal zeigen. Das ist halt blöd, wenn man so ein Blaster bloß ein Magazin hat. Ja, das funktioniert auch. Das geht halt nicht so leicht raus. Und der Hebel ist halt schon klasse. Vor allem im Mox, wenn man bei Blaster einfach das Magazin so raus und rein kann, ohne dass man den vorher noch hinterziehen muss oder so. Das ist, also ich meine, bei schwungrädlos Blaster ist das eigentlich der Standard. Da gibt es keine Notwendigkeit, das zu sichern. Aber bei Blaster lassen wir mit Federle ist das eher die Ausnahme. Ist dann halt mal ganz praktisch, wenn man mal zwischendrin das Magazin wechseln will oder so. Ja, dann haben wir die zwei. Dann, ich glaube, den habe ich euch an Weihnachten gezeigt letztes Jahr. Den habe ich mir da gönnt. Das ist ganz witzig, das Blasterle. Ich glaube, das ist ein bisschen abgekupfert von. Und das ist, glaube ich, auch. Das habe ich irgendwann später erfahren, nachdem ich schon lange hatte, dass da so irgendjemand das 3D-Design veröffentlicht hat und das eine chinesische Firma oder so einfach genommen hat. Ich glaube, es ist eine chinesische Firma. Keine Ahnung. Irgendeine Firma das halt genommen hat und das als Spritzgussteil hergestellt hat. Aber ich glaube, den nicht dafür. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher, bevor ich jetzt irgendeinen Schmarrn erzähle. Da habe ich jetzt keine verlässliche Quelle, da müsste ich mal gucken. Aber wenn dem so wäre, wäre es scheiße. Ich weiß aber auch nicht, wer der Hersteller das exakt ist. Oder vielleicht haben sie dem auch irgendwo da was fürs Design zahlt. Ich weiß es nicht. Kann sein, bevor ich da einen Scheiß erzähle. So. Das ist der ganze Witz. Und interessant an dem Blaster ist der Honne. Das Magazin. Also, das ist auch ziemlich einzigartig, dass man das da so hat, dass das einfach dann drumherum geht. Ich meine, das ist ziemlich aufwendig, das so zu machen, weil das sind nochmal zusätzliche Teile, zusätzliche Federlauf auf beide Seiten. Deswegen kann ich schon verstanden, warum das andere nicht so macht. Aber ich finde es cool. Vor allem kriegt man da zweites Magazin. Das Einzige, was mich stört, ja, das war ein bisschen arg voll. Das hat vor Freude schon Pfeil verloren. Das Klemmerle da, das hätte nicht sein müssen. Das wäre irgendwie cooler, wenn das einfach
irgendwie so alles wäre. Und da ist auch noch Holster für die Magazine dabei, für den Blaster. Wobei, ein Holster für den Blaster, der geht halt nur ohne das Ding. Und so sieht der ein bisschen, passen die Proportionen nicht ganz. Mein Empfinden das Transparente finde ich cool. Aber das schrauben wir nachher mal auf und gucken mal, ob man das vielleicht so hinkriege, dass wir das wegmachen können. Dass das halbwegs noch was aussieht. So. Wenn nicht, gucken wir mal, dass wir vielleicht mal was aus dem 3D-Drucker rauslassen. Machen wir Messwerte. Versuchen wir diesmal gleich so schnell wie möglich. Ja, kruscht. Okay, los geht's. Kruscht. Das machen wir nochmal. Das wäre jetzt 20,3 im Durchschnitt. Das hat sich zum Schluss verklemmt. Wobei, da könnte man schon sagen, wenn das ein bisschen kompliziert ist, ist das Problem vom Blaster, nicht das Problem vom Bediener, aber sind wir gnädig. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ei. Ja, das ist ein Nachteil in dem Design, wenn die Pfeile nicht mehr ganz so frisch sind. Da hupft die auf dem Weg nach oben gar nicht mehr raus. So, los geht's. Okay. Das wird so nix. Das müssen wir gemütlicher machen. Eins, 2, 3, 4, 5, 6. Da ist noch drin. Das sind noch 2 drin gewesen. Das ist. Ja. So. Ja. Wenn man da schnell schießen will, klemmt das wohl eher. Das heißt, da haben wir jetzt bloß 18 RPM. Mit einem Durchschnitt von 20,5 Meter pro Sekunde. Minimum 11,6 Meter pro Sekunde. Maximum 25,8 Meter pro Sekunde. Oh, das Magazin fällt nicht einfach so raus. So. Verschießen wir das Magazin. Wow. Ja, das hat man jetzt viel Einladung. Leer ist. Das ist halt Notfallschuss. Wenn man merkt, das ist leer. Au, Finger gequetscht. Da kann man noch von oben laden. Ja, unnötig, aber cool. Ich glaube, das ist vom Blaster abkupfert, der eigentlich kein externes Magazin, also kein rausnehmbares Magazin, sondern ein internes Magazin hat. Und deswegen ist das da oben offen. Oder abkupfert ist so. Ich weiß es nicht, da kenne ich mir mit der Rechte zu wenig aus. Das ist, nennen wir es inspiriert. Weil ich bin kein Anwalt. Das Ganze, das
dürfen Leute klären, die davon Ahnung haben. Ich höre da bloß Gerüchte und Zeugs, bevor ich da irgendeinem Hersteller Unrecht tue. Oder irgendein Blödsinn behauptet. Sollte es vielleicht auch sein lassen. Der immer. Das ist, ja, jetzt merkt ihr, warum das so wenige Leute machen. Das ist aber, ja, guckt, das braucht es, aber das quetscht es auseinander. Da quetscht es dann richtig auseinander. Ja, das macht es nur, wenn man dann schnell schießt. Also wenn man dann gemütlich schießt, dann wird er recht zuverlässig. Aber das ist jetzt halt nicht kein Blasterle, wenn mal jemand auf... Okay, Slamfire hat der auf jeden Fall nicht. Aber von da ist schön. Von da wäre er schön, wenn die Klammer nicht wäre. So. Dann haben wir das. Die Lissy Slamfire. Das ist. Oh, die Pfeilbox runtergefallen. Aber ich glaube nicht. Da hat sie noch Zeit, brauchen wir nicht mehr. Doch, tatsächlich. Ah, das löst dann der Hanne vorne automatisch aus, wenn man das so drückt hat. Ha, das ist ein cleveres Design. Und vor allem saumäßig schlank. Und der weitere Vorteil, ich meine, das Einzige, was mich stört, aber das ist ein Ding, das könnte man mal irgendwie über 3D-Druck total beheben. Ist dieses Ding da haben. Das halte ich für unnötig. Also ich kann schon den Sicherheitsmechanismus irgendwie verstehen, dass man das nicht zurückziehen kann, einfach ohne, dass man zuerst das da haben. Aber der funktioniert halt nur, wenn das Teil da drin ist. So bringt das einfach gar nichts. Und man könnte auch hier hinten zusätzlich noch Tenor machen, dass man das sowohl mit dem einen als auch mit dem anderen. Man muss mal gucken, vielleicht kann ich irgendwo die 3D-Teile erwerben. Dann muss ich es nicht selber entwerfen. So, dann, aber das Spannende zum Schluss. Habt ihr noch einen Blaster? Den haben wir auf dem Kanal wahrscheinlich noch nicht gesehen. Das ist die Diana. Auf jeden Fall. Das ist transparent natürlich. Das ist Blasterle mit bürstenlose Motorle. Das ist ganz faszinierend. Lassen wir mal Fiedler. Das macht ein bisschen Töne. Ich glaube, das müsste. Entweder die haben der Piezo drauf gebaut oder die haben da tatsächlich die Motorle dafür verwendet. Man kann so Motorle nutzen, um solche Töne von sich zu geben. Das Einzige, was dem Blaster fehlt, so ein richtiger Ausschaltknopf. Also man kann das hier deaktivieren, dass es gar nichts macht. Man kann das, glaube ich. Ah, da ist der Knopf für Ding. Das heißt, man kann das so einstellen, dass der immer ein bisschen dreht. Hört das? Sehr gut. Und da ist halb und vollautomatisch. Ah, nach vorne muss ich. Das ist. Nee, warte mal. Das ist halbautomatisch, vollautomatisch.
Das ist das. So rum. Das ist das, dass die Modelle schon vortreten. Ja. Und ich glaube, das Ding da oben leuchtet. Ja, das leuchtet. Da haben die tatsächlich eine LED eingefummelt. Ja, da geht der Käbel hin. Und ein Platinle. Gut, die Platine dient auch als Brücke zwischen denen zwei. Das ist schon spannend. Ja, auf jeden Fall. Haben wir da natürlich auch ein Magazin dazu. Wir stellen den auf vollautomatisch. Ich brenne jetzt da drauf, meine Messwerte dazu zu haben. So. Stelle das Messmittel hin. Und vollautomatisch und los geht's. Okay. 822 RPM. Okay. Ja. Das ist eigentlich. Das Magazin ist viel zu klein für den Blaster. Wir haben einen Durchschnitt von 25,5 Meter pro Sekunde mit 15,6 im Minimum und 34,1 im Maximum. Ist jetzt nicht unbedingt Präzisionsbleisterle, aber wir können ja mal gucken, ob man vielleicht eine Messreihe hinkriegt mit Einzelschuss. Oder nicht. Wo wir das ein bisschen hochdrehen lassen und mal gucken, vielleicht kann das dann mehr. Das machen wir nur kurz, da die Sage. So. Wieder Resette. Zurück. Also das kann schon sein, dass es dann ein bisschen. Warte mal. Kann ich das? Also richtig hochdrehen lassen kann man den gar nicht. Das fehlt mir noch. Dass das kleines bisschen dann, also die Funktion bräuchte ich jetzt nicht unbedingt. Aber wenn man das ein kleines bisschen drückt, hätte ich gerne, dass die Motoren angeht, aber sobald die Motoren angeht, ist das einfach, dass der Schieber hinter der geht mit dem Zeitversatz an. Also der lässt die Motoren schon ein bisschen hochdrehen, aber das hat man jetzt nicht selber im Griff. Das fände ich noch irgendwie. Das heißt, bei der Messreihe haben wir jetzt 24,9 im Durchschnitt mit 13,4 im Minimum und 34,6 im Maximum. Meter pro Sekunde, versteht sich. Wir nutzen hier sinnvolle Maßeinheiten. Das heißt, die erste Messreihe mit 25,5 war sogar besser. Ja, also das macht demnach irgendwie kein großer Unterschied. Das ist cool. Ach, das war jetzt nicht geplant. Ah, Kasperle. Das ist halt cool, wenn das Magazin so einfach rausgeht. Und für den habe ich mir gleich jetzt das Magazin gekauft. Und ich jetzt sage, wir machen das einmal leer. Ui. Ah. Da hat was geraucht, Scheißele. Das. Nee, das Gott noch. Da hat er bloß. Ach, okay. Das war der Gummi, der geraucht hat. Ich hab schon gedacht, der Blaster ist kaputt.
Das hätte mir nicht so gefallen. Das ist, glaube ich, so ein Blaster, wo ich nicht so viel reparieren kann. Ah ja, okay. Ich habe festgestellt, der ist ein bisschen. Wobei, mag der Worker-Pfeile. Ich glaube, ein bisschen anspruchsvoll, was Pfeile betrifft. Ich war mal sicher, ob die Worker-Pfeile funktionieren. Doch, die geht. Dann habe ich die bisher noch nicht verwendet, weil ich die eigentlich für mein Federless Blaster immer nutzen will. Oh, ich habe schon gedacht, da ist Rauch, das ist nicht gut. Hopp. Hat's die. Ups. Hat's die nicht gescheit raus. Wieder. Hab jetzt leider schon alle verschossen. Ach, das ist. Jetzt alle. Warte mal, wo ist der kaputte Pfeil? Habe ich den schon? Die sind immer alle nicht mehr ganz frisch. Da an der Seite habe ich nachgelegt. Ja, ich habe schon ein bisschen mit dem gespielt. Also, es ist schon. Nicht, dass ich die Blaster nur zum Angucken habe. Ich meine, den habe ich mir gekauft, weil den gab es nicht transparent. Und ja, der war nicht so günstig, dass ich mir einen zweiten gekauft habe. Normalerweise sage ich immer, ja, natürlich habe ich einen zweiten, weil ich habe ja 2 Hände. Und das wäre so ein Blaster, der war ja eigentlich prädestiniert davon, für einen zweiten zu haben. Aber nee, das war dann nicht so günstig, dass ich mir dachte, boah, das muss sein. Und was wir dann noch machen können wir dann einen Laufen einbauen. Und das ist so. Oh, ich glaube, den habe ich aus dem Dominator. Oder ich glaube, da war der dabei. Oh, weiß es nicht genau. Dann schießt es präziser. Und eigentlich könnte man dann irgendwann mal B-Card drauf machen. Weil die Schraube dafür hätte. Da können wir noch was designen. Und das können wir einfach schwarz machen, dann passt zum Magazin. Ja. Ach, die Idee auf dem Projekt, die hätte ich gerade genug. Die Zeit soll halt auch noch mitspielen. Oh, ich habe noch mal ein paar Pfeile. Dann sind sie alle voll leer. Alle voll leer. Das ist eine Wortkombination. Noch 3 grüne nach unten. Das durfte man. Wobei der schießt so schnell. Wir machen noch eine Messreihe. Schaut, ob das einen Unterschied macht. Ob das einen Unterschied macht. Nicht macht. Der Lauf. Mit Präzision kann ich leider noch nicht so richtig erfassen. Okay. Das ist faszinierend. Der Durchschnitt ist bei 30,4 jetzt. Mit Lauf 19,9 im Minimum und 36. Ah gut, das kann jetzt auch sein, wenn man einen Haufen von den roten Pfeile hattet. Dass die Pfeile dann Auswirkungen haben. 36,9 im Maximum. Ja, vielleicht machen die Pfeile da schon einen Unterschied. Das sollte man vielleicht. Also, könnten wir mal rausfinden. Ja. Und eigentlich mal B-Card drauf machen. Das wird schon. Weiß noch nicht, wie man das. Ich meine, das könnte man optisch da noch verkleiden. Dass man das Orange noch nicht sieht.
Oder ihr müsst mal gucken, ob ich da einen silbernen da habe. Ja, da bin ich jetzt kein so Fan davon, von dem Orange. Das müsste jetzt für mich nicht unbedingt sein. So. Das heißt aber mit 822 Schuss und zum Schluss 819 oder sowas hat das gehabt. Also auch nochmal. Oder vielleicht wisst ihr es besser. Ich habe es gerade nicht aufpasst. Hat aber auch nochmal einen Haufen gehabt. Das ist schon ein Hochgeschwindigkeitsblasterle. Und ich war schon von der Uzi mit 270 begeistert. Ja, gut, die Lisi mit 48 ist okay. Im Vergleich zu der mit 18. Was man noch rausfinden wollte. Das machen wir jetzt nochmal zum Schluss. Wenn es euch nicht interessiert, dürfte gerne auch schon gegangen. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit bisher. Wenn es euch interessiert, bleibt halt noch kurz da. Gucken wir noch mal kurz, ob man das Klammerle entfernen können oder wie das dann nachher aussieht. Sonst, ohne die Front sieht das Blaster komisch aus. Das ist auch NUMN. NUMN. Minus LP55. Das ist das Ding. Da LP55. Und da seht ihr. Ich hätte noch. So Seriennummer habe ich. 656. 10 Stück hätte ich noch warten sollen. Da hätte ich 666. Yes. Wobei 656 auch okay ist. Fehler nur 10 bis richtig böse. Keine Ahnung, warum das Ding eine Seriennummer hat, aber weil es den Hersteller glücklich macht. Gut, vielleicht für Qualitätsverfolgung oder sowas. So. Jetzt können wir da die Schrauben. Das sind auch nochmal Schrauben. Dann hoffe ich, dass das nicht gar so. Dann ist das bloß da festgeschraubt. Okay. Ja, das sieht ja nicht ganz so dramatisch aus. Das wäre halt. Auf hätte sie das einfach weglassen. Die paar Cent hätte sie sich von mir aus gar nicht sparen können. Das hätte für mich den Wert sogar erhöht. Also manchmal ist halt weniger doch mehr. Oder nur manchmal. Ja. Wir überlegen uns da irgendwie was. Vielleicht machen wir da irgendwas drüber. Irgendein eigenes Design. Und ich glaube, die Schriftzüge muss ich mal gucken, ob die sich mit Spiritus oder so entfernen lassen. Weil das sind jetzt auch nicht. Das sind so Kleinigkeiten, wo ich mir denke, das würde das Ganze cooler machen, wenn da einfach ein 3D-Druck des Teil das dann irgendwie das überdeckt und auf der anderen Seite gespiegelt. Und dann ist das erledigt. Dann sieht das sauber aus. Das klebe ich dann einfach mit doppelseitigem Klebeband hin. Passt das. Eigentlich sollte man den Lauf größer machen oder biegen. Sieht doch gleich besser aus, oder? Ohne die Klammer. Ich wüsste nicht, dass ich das separat irgendwo einen Gürtel noch machen tät. Also das wäre mir schon zu blöd. So, aber das ist aber auch für heute gut. Haben wir alles probiert.
meine, da brauchen wir jetzt keine Vergleichsmessung machen, das wird auf die Messwerte keinen Einfluss haben. Gehe zumindest mal schwer davon aus. Und damit haben wir den Vergleich für heute abgeschlossen. Video war es wieder länger wie gedacht. Ich hoffe, ihr seid noch dabei. Hoffe, euch hat es gefallen. Hoffe, ihr habt was gelernt. Und hoffe, ihr habt Spaß beim Basteln und beim Plästern. Das wünsche ich euch, euer Blastingenieur.